Hi Freunde, na alles klar bei euch? So, wir sind ja immer noch im Tempel des Himmelsblicks und ich hoffe mal, oder denke zumindest, dass das der letzte Part hier drin sein wird. Jetzt wollte ich erstmal diese Dinge herunter, wobei ich das Gefühl habe, ob das relativ einfach geht oder wie. Das ist ganz einfach aus! Wow, der war nicht gut. Egal, zwei ist schon mal weg. Und die restlichen kommen gleich auch noch dran. Na. Scheiße! Ach Menschenskind. Und abfeuern! Und schon kommen sie wieder. Na. Ja, was? Das war fail. Mann, ey, Käfer, was sollte das? So, jetzt aber. Und zurück! Ich habe dich zurückbeordert. Schlitz! Oder wohl ja Kratz. Nicht nochmal abfliegen. Und weg. Wow. Nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen. Ich weiß zwar nicht wieso, weil da geht es auch nicht sehr tief runter. Mal kurz schauen, da gibt es unten noch was. Explodierende Dinger. Was ist denn das da unten? Ah, das ist nochmal eine. Dieser seltsame Pflanzentyp ist da. Die ich als zweiter mehrmals treffen muss. Da ist nochmal so eine. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, hey, vielleicht gibt es da unten noch was Wichtiges. Nee, sieht nicht so aus. Und sonst wäre es echt fies versteckt, wa? Also gehen wir weiter. Ja. Und sind gespannt, was uns jetzt noch für Gegner erwarten. Na klar, wir können nicht mehr zurück. Scheiße. Wer auch immer mir den Weg versperren will. Ich erledige sie alle. Was ist das? Hä? Was ist das für ein Vieh? Wow, was bist du denn für einer? Wow. War nicht übel. Der war nicht übel. Da kann ich immer wieder zurück. Ja. Ach so, alle drei auf einmal platt machen. Das war der Trick. Okay, aber dafür, dass er mich hier eingesperrt hat, war das ein ziemlich billiger Trick. Jetzt frage ich mich trotzdem, was hat's hier noch? Ja, ein Herz, okay. It's Käfer time, it's Bug time. For again. Kommt gar nicht hoch, scheiße. Schon wieder hat sie eine Lichtsäule, wieso überhaupt? Okay, Käfer, was war das gerade für eine Show? Ein bisschen weiter weg, vielleicht geht's dann eher. Gezückt, hoch mit dir! Hol mir das Herz, ich befehle es dir! Oh Mann. Und? Wonderful! Jetzt frage ich mich aber echt, hat sie nichts mehr? Okay, just for fun oder wie? Oh Mann. Open the door, Link. Open the door. Du. So einer wieder. Mensch, er weiß aber auch nie, wa? Ihr habt keine Chance gegen mich. Wieso wollt ihr es immer wieder aufs Neue versuchen? Wow, jetzt bin ich hier. Wo bin ich überhaupt? Hä? Ich bin irgendwo, wo es steil nach unten geht. Mal ist da vorne. Da wäre eigentlich Zeldas Aura. Perfekt. Da schnell rüber, den Key geholt. Beziehungsweise was auch immer das sein soll. Hier vermutlich der Master Key. Was ist das? Ach, egal. Link, gehst du rüber? Dankeschön. So, einer wieder mal. Die lernen es aber auch nie. Na, bist du tot? Er ist tot. Dankeschön, jetzt habe ich nur noch eine Frage. Wie komme ich darüber? Weil da geht es ziemlich steil berg runter und darauf habe ich keinen Bock. Also Anlauf nehmen, Freunde. Und. Ja! Und hoch bin ich, Okay, sind noch Blumen. Nee, oder? Ach, scheiße, da muss ich darüber schwingen. Oh, das könnte heikel werden. Das ist so ein Trottel. Eine seltsam verschlossene Tür, okay. Von Master Key auch nicht übel. Erstmal schön den Käfer nochmal gezückt. Na. Okay, er will noch nicht. Ich meine, ich habe da unten was gesehen.
Ja, aber erstmal schnell den noch aktiviert. Oder fliege einfach vorbei, ist auch eine Variante. Ist das nur ein Herz oder hat sie noch mehr? Nee, sieht nicht so aus. Scheiße, dachte hat es noch mehr, aber egal. Na, wie ist du? Geht doch. So, jetzt können wir auf dem Mittelraum her aus hier hin. Aber die Tür, die es eigentlich öffnen sollte. Und zwar diese hier hat es nicht getan. Scheiße. Moment mal. Ich kann doch hier nicht verarschen. Wer bin ich denn? Komm schon hier drin. Hier oben hat es noch einen Schalter. Komm. Das kann ich mir nicht erzählen, dass hier keinen hat. Okay, so wollen es mir wirklich erzählen. Die wollen, dass wir das weiß machen. Der arme Käfer, hey. Egal. Aber gerade kann ich die Lianen auch mit dem Käfer runterholen. Weil dann bräuchte ich zumindest die Schleuder gerade im Moment nicht. Was auch nicht so übel wäre. Jo, es geht auch so. Das habe ich ein kleines Problem, ich komme nicht darüber. Mann, ey. Okay, Spiel, willst du mich verarschen? Willst du das allen Ernstes weiß machen? Sehr schön. Tja, jetzt muss ich mich halt etwas umschauen, wa? Verdammte Scheiße, wo ist hier ein Schalter? Schalter, Verwalter. Ich muss das Teil da aufmachen. Oh Mann, ey. Wo es überall noch durchgeht, das ist der Übel. Und der rastet aus, ey. Warnkäfer, Hilfe! Oh oh. Okay, hier drin hat's nichts. Ist er rübergekommen? Nee. Ja, kein Bock, Mann. Er hat keine Lust. Egal. Aber hierauf, jetzt doch irgendwie was. Dachte ich zumindest. Nee, hier oben hat's nichts. Hä? Komm ich hier überhaupt hin? Ja. Wow. Das war knapp. Das war auch knapp. Ja, wie soll ich denn hier überhaupt hinkommen? Das Spiel verarscht mich. Es will mich verarschen. Oh oh. Oh oh oh. So, vielleicht können wir von der anderen Seite rüber. Da bringe ich jetzt den. Der kommt doch garantiert nach, oder? Kannst mir erzählen, was ihr wollt. Hä? Was war das gerade? Na, fall runter! Ja, wirst du wohl, Mensch! Geht doch! Wow, da kommt aus einer Truppe Hilfe! Die kommen von hinten nach. Da frage ich mich gerade, kann ich... Das wird fies, wa? Ja, das war echt fies, ey. Aber so bin ich nun mal. Okay, hier geht's weiter. Keine Ahnung, wie ich das öffnen soll. Oh, muss ich also doch erst da durch. Ja. Komm schon, Link! Hoch mit dir! Ich hab gar nichts gesehen, das war auch nicht übel. Oh nein, nicht schon wieder. Nein! Ja, Freunde, ich hab's gesehen. Oh. Das war mein Fehler, sorry. Das ist jetzt wohl ein Scherz, oder? Ich soll darüber... Ach du Scheiße. Okay, Link. Beziehungsweise Freunde, Link ist doch nicht so wie ich, weil ich würde mich das nie getrauen, ganz ehrlich. Scheiße! Okay. Drüber geht's auf alle Fälle mal nicht. Das irgendwie... Anhalt, kann ich das auch drehen? Ah, perfekt, ich kann es drehen. Wow, sonst wäre ich echt im Arsch gewesen. Ja, komm schon, noch ein bisschen Anlauf. Perfekt. Ja, Link gehst du hoch, danke. Ja. Boah. Wofür ist jetzt der ganze Mist hier gut? Nee, oder? Nee, erzähl mir das nicht. Ach du Scheiße, hey. Mann, ich bin doch kein Affe! Also irgendwie erinnert mich die ganze Flugübung hier, beziehungsweise Sprungübung, ein bisschen an Twilight Princess. Bei mir ist Dungeon, da war sie auch nicht, da war sie auch ähnlich. Wo hatten wir da noch die Affen zur Hilfe?
Oberfehl. Immerhin, wir sind wieder da. Und ich habe kein Herz verloren, oder? Der ist auch nicht übel. Ja, wenn das doch nur im realen Leben so einfach wäre. Springst einfach mal über eine Klippe und denkst, ja was soll's, auch wenn ich unten aufschlage, ich verliere doch eh kein Herz. Egal. Schwingen. Schwingen! Du sollst schwingen, Link! Okay. Naja, ihr kennt doch das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei. Hoffe ich zumindest. Was macht die Zeit? Die Zeit sieht gut aus. Rutsch mal ein bisschen... Wow. Achso, ich kann noch ein bisschen runter. Sehr schön. Jetzt müsste doch klappen! Wow, das war knapp. Das ist der Master Key, Freunde. Sieht zumindest so aus. Da komme ich doch locker rüber. Locker vom Hocker. Der locker vom Seil. Na, noch einmal. So, jetzt springe ich. Und? Ist es der Master Key? Es ist der goldene Schlüssel halten. Er ist seltsam geformt und mit dekorativen Mustern überzogen. Also seltsam geformt stimmt auf alle Fälle. Okay, jetzt haben wir jetzt etwas ähnliches wie den Master Key, schätze ich jetzt mal. Jetzt hängt man jetzt die Tür da unten auf. Oh oh. Geht das etwa gar nicht. Egal, ich bin jetzt wieder hier zurück. Mir fehlt da eben noch eine Truhe da oben. Ganz toll. Obwohl, die kann ich ja so holen. Mann, aber das habe ich vorhin ganz vergessen. So, Freunde, die Zeit sieht noch gut aus. Und wisst ihr was? Den Endboss, den mache ich noch in diesem Part. Was jetzt ist wirklich der Endboss? Oder wir finden direkt Zelda. Wer weiß, könnte ja sein, oder? Ich bezweifle zwar, dass wir mal in einem Zelda-Spiel mal gerade von Anfang an so viel Glück haben, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, 20 Rubine oder was? 20 Rubine, na klar. So Leute, damit wird der Tempel abgeschlossen. Wir haben alle Truhen eingesackt. Sieht so aus, als gäbe es nur ein Herzteil hier. Aber naja, was soll's. Immerhin eines, oder? Das heißt, uns fehlen noch 2. Jo, alles soweit abgegrast. Noch schnell abspeichern und dann zum Endboss. Herz brauche ich nicht. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, ich habe schon ein bisschen Schiss, mit diesem Schild gegen den Endboss anzutreten. Ich könnte ja mir gerne noch upgraden lassen, aber das ist das Problem, Freunde. Ihr seht jetzt hier, hier, die Abenteuertasche. Wir haben jetzt zwar ein Holzschild, aber Bärenchen-Halbmond haben ja 5, das ist gut, wir brauchen 2. Lieber brauchen wir auch einen und da brauchen wir hier die Monsterklaue. Von der brauchen wir auch eine Sorte, damit wir unseren Schild upgraden können, sonst klappt es nicht. Kurz schauen, okay. Die Kalibrierung stimmt von der Schwertbedienung her. Also dann. Auf geht's. Greifen, okay. Wow, jetzt kann ich das selber formen. Ist das geil. Mal kurz schauen, habe ich ihn gerade... Ja, ich weiß, wie er rein müsste, aber das Problem ist, wie mache ich das? Nee, falsch. Wow. Ah, so. Geht das so rein? Mann, nee, ich muss die Fernbedienung so seltsam... Oh. Alter Falter, ich muss die Fernbedienung fast um etwa 360 Grad drehen, hey, mein armes Handgelenk. Okay, ich hab's falsch angepackt. War also meine Schuld. So, endlich rein hier. Wow. Und ich wette mit euch, jetzt kommt die große, fette Riesenspinne dieses Dungeons. Das hat auch Queen of Time ja auch so. Was ist das für ein Licht? Oh nein. Den kenne ich aus den Trailern. Das ist Girahim. Ein schwarzes Schwert und der hat irgendeine Schattenmagie. Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, ein kleiner Wirbelsturm hätte dich jetzt Stücke gerissen.
Du warst es also. Bist du hier der Oberboss von allem? Nicht, dass dieser irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Also ist sie doch hier. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Alter, beleidige mich nicht. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, der sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Der Typ erinnert mich ein bisschen an Santo. Wo ist Zelda? Und wieso hast du uns das angetan? Was soll der Wirbelsturm? Komm her, Mann. Oh, doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa, mich herauszufordern? Allerdings. Ich habe noch knapp 3 Minuten, also komm her. Das Mädchen. Es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Ja und? Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Der ist definitiv so verrückt wie Santo. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ob dieser Schmach empfindet? Nee, aber du wirst mir sicher gleich sagen. Wut! Würdige, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn! Blaues Blut? Ach so, ja. Weißt du, nach was er mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Wo ist er? Link, hinter dir! Link! Ist der ein Vampir oder was? Andererseits gereicht ein Stahlbursch wie du einem Fürsten wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Oh, wie großzügig. Du kannst froh sein, wenn ich dir nicht den Schädel abschlage. Will ich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Der ist definitiv irre. Okay. Oh mein Gott, ist der jetzt nackt? Iii. Dunkelfürst, na ganz toll. Was mache ich jetzt? Ich will, da wehrt meinen Hieb ab. Ja. Okay, einmal getroffen. Immerhin. Ja. Der war auch nicht übel, da. Wieso hast du... Hä? Ja, ich bin hier unten, Mensch! Beziehungsweise das Schwert ist hier unten. Okay, jetzt hat er es begriffen. Oh. Ja. Oh, welch bedrohliche Mucke! Ja. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. Oh nein, jetzt wehrt er sich auch noch. Scheiße. Oh. Okay, so ausweichen klappt offenbar doch nicht, wie ich gehofft hatte. Ja. Streich dich nicht so von hinten an, hast du kapiert? Schild! Oh. Alter Falter, schon wieder so ein Fünftel. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja. Okay, das war mein Fehler. War zu früh, zu spät. Ja. 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 Oh, der Alte ist echt nicht schlecht, ey. Bang! Na, was machst du jetzt? Der Move nieder! Ja! Mein Schild ist gleich down, Freunde! Okay, ich mach mal ohne Schild. Ja! Ja! Was ist das langsam genug? Er will immer noch nicht. Ihn nochmal abgewehrt! Ja! Ich hindere dich einfach daran! Wow! Nein! Oh, den habe ich nicht gesehen. Das war mein Fehler. Na? Ja! Schwerkampf oder was? Ja! Komm her, ich bin der Bessere! Ich beweise es dir! Ups, zu früh. Ja! Oh!
Und vollen Herz abgezogen. Ja, 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 ja! Mann, ey! Wie lange willst du noch? Oh, voll von der Seite aufgeschlitzt. Ja! Wow! Nein, nicht schon wieder! Der ist mir zuwider, Freunde, der ist mir zuwider. Ich habe noch ein paar Herzen. Ja, ja! Okay. Hä? Wo ist er? Wow, 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 wow! Hast du genug? Hä? Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bilde dir nichts drauf ein. Du solltest lieber deinem Schwert danken. Allerdings und wie? Vor allem nach dem Schild. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz verschwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Leb wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Hör mal, wer bist du? Was soll das? Wieso ist er hinter Zelda her? Scheiße. Er ist einfach abgehauen. Dieses alte Feigling von meinem Arschloch, ey. Ist das ein Herzcontainer? Boah, ich habe ihn auch dringend nötig, Freunde. Puh, war das ein Kampf. Der hat wirklich alle meine Hiebe abgefangen. Also gut, die meisten. Mein Schild ist wieder fast down. Scheiße, scheiße. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Um ein Herzen wird wieder vollständig aufgefüllt. Geil. 7 Herzen ist also. Juhu. Und mein Schild ist ein Marsch. Ich brauche eine Monsterklaue, aber hier hat es keine. Also weiter. Gehen wir zu Zelda, solange sie noch da ist. Aber zumindest frei. Was ist los? Gebieter, dein Schild ist kurz vor zerstört zu werden. Ja, ich weiß doch. Ist nicht das erste Mal. Leider. Türe. Okay, statt aufzugehen, verschwindet sie. Ist auch mal originell. Zelda, halt durch, ich komme! Hä? Okay, jetzt plötzlich so friedlich. Das passt überhaupt nicht zu dem ganzen Kampf, den wir gerade hatten. Überhaupt zu dem Tempel. Obwohl zum Tempel selber schon. Scheiße, scheiße. Wow, richtig idyllisch hier. Da ist ein 20er Rubin, habe ich gerade noch gesehen. Okay, eine Statue der Göttin. Da ist ein Himmelszeichen offenbar, Quelle des Himmelsblicks. Hier sogar noch ein paar Vögel. Ist doch cool. Jo. Ja. Okay, wieder mal aktivieren, oder? Schwert. Halte deines Amtes. Himmlischer Hieb. Wow, richtige Lichtshow hier. Und jetzt, wo ist Zelda? Fei, kannst du mir da vielleicht etwas weiterhelfen? Und schon erscheint sie. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie 2 heilige Orte. 2? Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Okay. Die nächste heilige Stätte, die Quelle des Erdlandes, liegt in Eldin, dem Land des Feuers. Dort weilt nun die heilige Maid, dem göttlichen Auftrag folgend. Land des Feuers? Oh, das klingt gar nicht gut. Mein armer Schild. Ist das etwa die zweite Steintafel? Jawohl. Mit der kommen wir auch nach Eldin. Du hast die Rubintafel erhalten. Sie ist aus Schwirmstein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Oh ja. Und jetzt 2? Zurück in den Wolkenhort oder wie? Und Zelda ist schon wieder nicht da. Scheiße, wieso bloß? Wieso ist die abgehauen? Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldin begeben. Wie sie sich fortbewegt, ist allerdings unklar. Allerdings eine gute Frage. Aber wenn wir die soeben gefundene Steintafel zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Ich empfehle, die Statue von dem Tempel zu verwenden, um ins Wolkenmeer zurückzukehren. Oh ja, auf jeden. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus, oder? Muss ich wieder rauslaufen? Spiel speichern, aber Logo. Speichervorgang erfolgreich. Du. Ah, gut, wir sind da draußen. Was ist denn jetzt los? Ein Q? Tatsächlich, aber welcher ist es bloß? Ich glaube, der erste, den wir getroffen haben, oder? Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Nee, leider nicht. Das ist schade. Wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freunde alle wieder gefunden. Vielen Dank, mein Freund. Ist kein Problem. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Okay, Freunde, dann im nächsten Tempel wollte ich gerade sagen. Im nächsten Part gehen wir dann wieder hoch in den Wolkenhort und bringen da die zweite Steintafel an. Und wer weiß, vielleicht können wir ja dann auch schon unseren Schild upgraden, beziehungsweise bekommen einen neuen Schild, weil mit diesem Holzschild ins Feuerland, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut geht. Also dann, bis zum nächsten Part bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.